Guten Abend aus Straßburg. Guten Abend. Wir hatten ein ganz movementéiert Woche zu Straßburg. Es standen viele Dossiers Ordre du Jour von Importanz. Unter anderem ging es den Deklanchement vom sogenannten Artikel 7 vis-à-vis von Ungarn. Wie ist das für euch ausgegangen? Das ist der Anfang von einem Prozess, den N kennt Ungarn privieren vom Stimmrecht an den Ministerrat. Ob es so kennt, weiß ich nicht, dass Möglichkeit, dass auch wahrscheinlich Stadt Polen sich Obzeit von Ungarn stellt, kennt nicht zwingend Sanktionen. Das ist ein Exerzice, der nicht evident ist, weil den Orban, der auch ans Parlament kommt, den hat do eng Rede gehalten, die am von mehr für sein Elektorat gedurcht wäre wie für das Parlament, als dass Kommunikation gegen den Versuch für die Rechte vom Rechtsstaat an Ungarn zu respektieren. Das heißt, dem Novell ging die sogar so oder so weit gehen, dass den Deklanchement den Orban daheim etwas bringen? Das hindert für sich als evident. Ich hoffe, dass das nicht so ist, weil die Europäische Union ist auf Grundwerte abgebaut und die Grundwerte sollen respektiert gehen. Aber weil aber die Hypothese am Anfang nicht ausgeschlossen wird, wie die Verträge aufgeschlossen werden, dass das denke ich, zu einem Wegfall kommen, dürfen sie Sanktionsmechanismen vorgesehen, die am Artikel 7 ihre Niederschläge tun. Das Parlament hat also die Responsabilität überholt, weil der Konstat, dass an Ungarn Grundrechte nicht respektiert gehen, als evident. Die Kommission de Venise, das ewig Schiedsgericht an der Europäischen Union, und dem seiner Kompetenz kein Mensch zweifelt, die sind der Überzeugung, dass an Ungarn das nicht mehr an der Reihe ist. Dass die Konditionen, zu denen Ungarn sich engagiert hat, wie es an der Europäischen Union kommen sind, 2004, haut nicht mehr erfüllt sind. Ganz klar, Presse ist praktisch museleiert, es gibt keine Presse, die nicht nach auf den Orban lauschen, dann die Pudi nach frei sind, das sind ja die praktisch keine Penetrationen an der öffentlichen Meinung. Von dir immer eine gute Idee, dass verschiedene östliche Länder damals Adhäsion von zur EU. Das Problem ist, okay, betrifft die zwei östlichen Länder, Polen und Ungarn, könnte aber auch Länder betreffen. Könnte auch Mauritanien betreffen, wenn die so viel wie sie am Gang sind. Das Prinzip ist den, wenn in einem Verein sind, geht es regeln, dann haben die Regeln just wert, weil noch ein Mechanismus vorgesagt, den das regelt. Am Osten könnt auch zwei andere Stellen. Wäre richtig für die 2004 an die Europäische Union rankommen zu lassen. Ja, in dem Sinne, wo sie Konditionen erfüllt hatten. Ja, weil sie keine andere Alternative hatten. Aber traurig ist, dass das haut praktisch zu einem quasi Divorce zwischen einzelnen Ländern, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht mehr haben, was sie damals versprochen hatten. Für mit etwas mehr Positivem aufzuschließen, gestern heute Jean-Claude Juncker eine Rede zur laufenden Nation gehalten von der EU. Das ist sein Last als Kommissionspräsident. Wie schätzt ihr die Last Rede an? Die hat recht zu präzisieren, dass sein Last als EU-Kommissionspräsident, die wird nicht hat l'Union, aber nicht sein Last als Jean-Claude Juncker. Ich schätze seine Rede als gut an und hat ein Objektivbild gezeichnet, die den aktuellen Stand von der Europäischen Union, wo es Sachen gibt, die positiv sind, die die schwätzt, aber wo die negativ, die leider auch gehen, am Anfang die öffentliche Meinung am meisten markieren. Braun hat ein paar die Pisten indikiert, wie kann die Europäische Union in eine Dynamik gehen, will die Europäische Union fit machen für die große Herausforderungen, die dabei kommen. Dazu gehört Digitalisation, dazu gehört Periode nom Brexit, wann Großbritannien nächstes Jahr raus ist, da sind wir vom 1. März 2019 mit einem Land konfrontiert, was für uns ein Drittland ist. Nicht wie irgendein Land, aber das ist ein Drittland. Da muss ein Weiche gestaltet gehen im Sommet von Sibiu, und auch Popisten indikiert und hat auch gesagt, dass wir bis zum Ende von dieser Mandatur nicht sollen als auslaufen lassen, wir sollen einfach Führung schaffen, weil es gibt keinen Grund, für was den führenden Wahlen soll milös machen. Au contraire, will den Euro festigen, will Propositionen machen für ihn auch international nach zu mehr Konsistenz zu verhelfen. Natürlich die großen Herausforderungen, mehr Gerechtigkeit an der Europäischen Union, mehr Ausgleich, mehr Solidarität. Das sind am Anfang die Grundtenoren, die in Oran den Diskurs verdrehen. Gehalten hat an
die am Fong se ganz politisch Leben markieren. Erscheint das ein gut Schlusswort. Viel muss Merci an den schönen Abend.